Alle Einheiten melden. Welle kommt. Wir halten sie erstmal auf. Nordseite zurückgedrängt. Wir brauchen Verstärkung. Wir sind unterwegs. Wir hatten ein Gefecht mit Drohnen, aber wir sind unversehrt. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Betreten jetzt den Bunker. Ja, und eigentlich auch schon längst die nächste Folge. Aber komm, scheiß drauf. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie lange das jetzt hier noch dauert. Okay, knacken wir Fury safe. Aktivieren Sie das Hauptterminal, um die Code-Verifikation einzuleiten. Da kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, das Ganze hier. Autorisiertes Personal registriert. Willkommen. Der Bunker ist noch intakt. Schließen Sie die Code-Verifikation ab, um auf den Inhalt des Bunkers zuzugreifen. Erwarte erste Eingabe zur Code-Verifikation. Hä? Ah, hier ist 3. Wir müssen doch erstmal wissen, wo die ganzen Dinger sind, wa? Eingabe der Code-Verifikation bestätigt. Nein! Der ist falsch. Ich bin schon ein bisschen gewundert, plötzlich so. Ah, da ist die 3. Hä? Kann gar nicht sein. Eingabe der Code-Verifikation bestätigt. Code-Verifikation abgeschlossen. Autorisiertes Personal für Code-Authentifizierung am Bunker erforderlich. Wir einfach alle dahin rennen. Starte Code-Authentifizierung. Geduld, Leute. Alle kommen dran. Heiß am Boden. Ja, mal kurz warten, wa? Ach du Scheiße. Das wird wehtun. Alles muss versteckt sein. Achtung, Hacker näher. Was? Wo hat's ein Hacker? Starte Code-Authentifizierung. Ja, wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Starte Code-Authentifizierung. Ah, da, warte mal. Ja, ich sehe ihn. Ja. Starte Code-Authentifizierung. Puh. Gute Alter Arbeit. Schwede. Sieht erstmal sauber aus. Ja, erstmal schon. Respawn eingeschränkt, Respawn eingeschränkt. Lade EMP auf. Bitte halten Sie Abstand zum Bunker. Authentifizierung abgeschlossen. Leite nächste Stufe des Bunkeröffnungsprotokolls ein. Erwarte erste Eingabe zur Code-Verifikation. Okay, wer ist der Erste? Code-Verifikation an den ausgewiesenen Sicherheitsstationen erforderlich. Eingabe der Code-Verifikation bestätigt. Ausgangssperre. Gegner neutralisiert. Danke, Jungs. Da war hier, oder? Nein, da ist die 4. Eingabe der Code-Verifikation bestätigt. Achtung, Hacker nähert sich. Hacker, Hacker. Der Zugriff registriert. Zurücksetzen der Sequenz in Kürze.
Eingabe der So. Codeverifikation bestätigt. Codeverifikation abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Code-Authentifizierung am Bunker fort. Starte Versuch's. Authentifizierung. Ja, das könnte was werden. So, jetzt kommt gleich irgendwo ein Hacker. Echt jetzt? Das tut weh, was? Hier ist ein Energieschub. Der nächste. Unterschätzt niemals Black Widow. Es reicht. Hä? Wo kann der jetzt? Lade EMP auf. Bitte halten Sie Abstand zum Bunker. Was war da ständig EMP dafür? Verstehe ich nicht. Ja gut, Freunde, ich glaube, es ursprünglich in einer Folge wurde nichts. Das sind jetzt mittlerweile schon 2 Folgen oder so. Leite nächste Stufe des Bunkeröffnungsprotokolls ein. Nicht autorisierter Zugriff registriert. Zurücksetzen der Sequenz in Kürze. Ach mein Gott, ey. Codeverifikation an den ausgewiesenen Sicherheitsstationen erforderlich. Dann mal schnell zu 2. Ja. Schnell zu 2. Tor, ey. Mann, die 4 schon wieder. Die 5, wo ist denn die 5? Eingabe der Codeverifikation bestätigt. Oh, Gottfried Stutz nochmal. Wie viel noch gibt's denn noch? Na gut, das ist eine ganz blöde Frage. Was für eine Verschwendung. Ich könnte ja Toni fragen, wie viele Anzüge er hat. Codeverifikation an den ausgewiesenen Oh. Sicherheitsstationen erforderlich. Eingabe der Codeverifikation bestätigt. So, aber wo ist die fucking 5? Eingabe der Codeverifikation bestätigt. Muss irgendwie hier oben sein, oder? Codeverifikation an den ausgewiesenen Sicherheitsstationen erforderlich. Ja, ich hab's verstanden, aber ich suche gerade die 5. Ne, die 2. Hä, wo ist die 5 hin? Licht aus! Achtung! Timeout bei Sequenz der Codeverifikation in Kürze. Ja, ihr seht nicht, wo die 5 ist. Codeverifikation zurückgesetzt. Autorisierung am Bunker erforderlich. What the fuck, wo ist die 5? Autorisiertes Personal registriert. Codeverifikation beginnt erneut. Nicht autorisierter Zugriff registriert. Zurücksetzen der Sequenz in Kürze. Ihr seht der falsche Kumpel. Erledigt. So. 2 ist klar. Weil hier ist die 4. Die 2 kommt nach der 4. Sind wir uns, glaube ich, einig. Eingabe der Codeverifikation bestätigt.
Codeverifikation an den ausgewiesenen Sicherheitsstationen erforderlich. Also. Entschuldigung. War die 1. Eingabe der Codeverifikation bestätigt. Die 1 ist weiß, da ist ja kein Problem. Deswegen kommen wir da auch schnell zurück, aber irgendwie fucking 5. Wo ist die? Wie kann das sein, dass ich die nicht finde? Codeverifikation an den ausgewiesenen Sicherheitsstationen erforderlich. Eingabe der Codeverifikation bestätigt. So, wo ist jetzt die 5? Achtung, Hacker nähert sich. Codeverifikation an den ausgewiesenen Ja gut, dass der Hacker deswegen da gerade angezeigt. Nicht autorisierter Zugriff registriert. Zurücksetzen der Sequenz in Kürze. Das wird mir so auch nirgends angezeigt. Ah, hier, Alter! Okay, gut versteckt, muss er zugeben. Gut versteckt. Eingabe der Codeverifikation bestätigt. Letzte Codeverifikation abgeschlossen. Starte Code-Authentifizierung. Die schon wieder. Das wird wehtun. Das wird ein Schock. Es reicht. Bleib an mir dran. Wie gefällt dir das? Okay, ich sehe nichts mehr, Alter. Bunkerzugang verifiziert. Aktiviere letzte Sicherheitsmaßnahme in 3, 2, 1. Öffnungsprotokoll abgeschlossen. Oh, endlich. Bunkertür wird geöffnet. Achten Sie darauf, wo Sie hintreten. Und vielen Dank für Ihre Geduld. Für den Spießrutenlauf. Alter Falter. So, aber gerade hat's ja gelohnt, wa? Abgesehen von den Unions natürlich. Und dem grausamen Überziehen, was dementsprechend halt in 2 Folgen resultiert. Geschafft. Commander Hill, die Daten werden gerade woanders hin transferiert. Taskmaster ist uns zuvorgekommen. Was? Nein, Transfer abgeschlossen. es ist nicht vorbei. Ja, wollen wir es hoffen, was noch nicht vorbei ist. Aber für uns heute, doch für uns ist es vorbei. Noch sind die Daten verschlüsselt, aber wir müssen uns beeilen. Wir tragen den Kampf zu Taskmaster. An alle Agents. Finden Sie ihn. Kannst du uns zur Hand gehen, Jarvis? Natürlich, Commander. Sag Bescheid, wenn du sie gefunden hast.
Ja, das wird er garantiert tun. Ne? Ich glaube mal, Java ist da relativ aufgeschlossen und so. So, Fähigkeitenpunkt wieder 3 neue. Sehr schön, sehr schön. Hat sie doch ein bisschen wieder was gemacht. Ein bisschen. Sehr schön was drücken. Außer man Stockschlangen und große Reichweite auszuführen. Ich habe doch bereits den. So am Boden. Ich dachte, ich hätte irgendwie einen, das. Wenn ich ausweiche. Nee, nicht wahr. Ich glaube, den kann man mal machen. Also ich hätte irgendwie einen, dass wenn ich ausweiche und dann die normale Angriffstaste drücke, dass dann... Oh, okay. Es dann eben auch einen Angriff mache. Okay, Munitionsüberladung, das ist sicher nicht schlecht, ein bisschen mehr Muni haben. Ach, kann ich so switchen, wechseln mit den Hochkalibrik-Modus. Hochkalibrierungsmodus, das kann man auch sagen. Bewegungsfähigkeit Upgrade, Alter, während du Wiederzahlen einsetzt. Ja, gut. Automatikfeuer. Ja, komm, versuchen wir mal. Kann machen, Freunde. Kann man machen, finde ich. So, was haben wir da jetzt Schönes? Irgendwie noch etwas sehr Gutes, sehr Seltenes. Oh, da einen epischen. Die können weg, die haben meistens eh nichts Brauchbares, sag ich jetzt mal. Den zerlegen. So, den können wir noch ein bisschen boosten. Oh ja. Ja, sie ist da eher ein bisschen schwach auf der Brust, die gute Natascha. Da ist ein legendär. Gut, ein epischer. 34, da war da natürlich noch ein bisschen mehr. In petto, das stimmt. Ungewöhnlich brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier einen ungewöhnlichen, ja. Was ist denn das hier? Ein seltener. Nee. Brauchen wir auch nicht, Freunde. Kann ich noch ein bisschen machen auf 33? Ne, komm. 35, so. Schöne runde Zahl, wa? Ziehe eine seltene Weste. Kriegen wir das bestimmt noch irgendwas Besseres, wa? Hier eine epische Weste. Okay, gefällt mir schon mal. Können die alle weg. Haben wir noch ein bisschen was zum... Nein, upgraden geht nicht, noch keine Naniten mehr. Scheiße. Ja, ihr Gürtel selbst ist eigentlich schon mal ziemlich krass, den sie hat. Auch schon ein bisschen geboostet worden und so, schön. Komplett neuer Gürtel, kann man auch machen. Das ist gerade irgendwie was Besonderes. Leichter Segen, kritische Funke, mit so und so viel. Mal gucken, was haben wir hier Schönes. Oh ja. Ah, Mist. So, aber jetzt hat Natascha jetzt wieder ordentlich Power dazu bekommen. Das gefällt mir. Sehr schön, Freunde. So. Können wir eigentlich weitermachen? Vorausgesetzt, das Spiel lässt mich. Oder weiß natürlich jetzt gar nicht so jetzt. Ja, Mission wählen und so weiter. Oder Station wählen, Ding wählen, Dingsbums. Wir können ja mal... Jetzt haben wir überzogen, beziehungsweise jetzt, glaube ich, irgendwie 2 mal 24 Minuten. Also kannst doch mal ganz kurz noch irgendwie gucken. Was ich jetzt eigentlich mal so habe, die sind klar. Heldenhafter Spießrutenlauf, da ist die Avengers-Initiative. Spießrutenlauf ist gut. Warte mal, ist das überhaupt etwas, wo ich jetzt ein bisschen zu schwach dafür bin? Da ist der hier, oder? Ja, komm, also, nee. Übertreiben müssen wir auch nicht, Freunde. Hier böse Blut wäre natürlich eher etwas, was wir, glaube ich, machen könnten. Noch ein Taskmaster. Oh. Bunkereinführung, Helicarrier, das sind die Trainingsdinger, da ist klar. Und die Mission mit den einzelnen Charakteren. Ich glaube, das war jetzt irgendwie als nächstes auf dem
Plan stehen würde. Hier haben wir die Missionsreihe. Bunkereinführung, Missionsreihe, eine weltweite Offensive. Aha, das sind, okay. Er ist halt die hier, Bunkerreiter der weltweite Offensive. Wäre die hier. Okay, müssen wir noch machen. Generell, das wäre eigentlich, sag ich jetzt mal, von diesen Side-Quests das nächste, was jetzt anstehen würde. Würde soweit auch gehen. Aber wie bereits erwähnt, Freunde, es wird Zeit, auf die PS5 zu wechseln, also das Upgrade zu vollziehen. Und dann würde ich sagen, wird es auch mal Zeit, die anderen Avengers dazu zu ziehen, die neuen Avengers mit Bishop und Hawkeye. Weil sonst, wenn ich jetzt die ganzen anderen Missionen hier mache und dann die beiden außen vor lasse, dann sind wir hier nachher irgendwann durch, dann kommen die beiden anderen neuen Charaktere, wir können mit denen nichts mehr machen. Weil wir hier schon die ganzen Sidequests, die ganzen optionalen Missionen bereits gemacht haben. Das wäre irgendwie doof. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück dann bei der PS5-Version, beim Upgrade und eben dann auch geht's los mit der Kampagne, Teil 2, wo es dann um Kate Bishop geht. Irgendwie auch was mit Amy Visier und so. Also Amy bleibt weiterhin noch, sage jetzt mal, präsent als Feind. Die Frage ist, wie lange noch. Bis dahin, ciao zusammen.